So, all die wat nicht hört schon gemerkt haben, die haben, dat mir Leute sagen, ein bisschen was verspielt, ja. Nicht bis jetzt, sagen ja. So, da habe ich nicht gesagt, Jana sagt. So, de Torchholes nu te eng en van de graduatie in morgen voor ze naar huis. En zo, wat ik nu eerstens wel dankbaar zijn voor de church einfach en voor vele personen wat er zijn potje was, wat je helpen hebben, dat er alles heeft goed geschaft. Zo, dat ente worden Torchholes schaf, ik plus van 2 personen of 3, sondern heeft met meerdere personen te doen. Zo, ik wil eerst maar een persoon dankbaar zijn. En dat is Susie. Susie, freut sich hier? Wo ist Susie? Kom maar verder. So, Susie is de persoon wat je eten meer had. So, zij heeft deze studenten endlich meeste veel eten gegeven. So, dat is een beetje mijn voorstel, maar dat schaf. So, Susie, kan je maar naar verder komen? En die wil een geschenk geven. En dat is de enige persoon wat hier een geschenk krijgt. Plus de wens ik wel gaan nächstes jaar zal er een ander ook verlangen gaan eten te merken, dan wil je ook een geschenk krijgen. Zo krijgt hier een geschenk. En dat is voor het eten merken. Hast du sehr gute Arbeit gemerkt en dankzij Susie. En zo, nu zijn de geschenken daar. We gaan best een geschenk. En nu gaat het weer met personen. Ik wil dankzij zijn voor Larry en Elsie. Hoe zijn Larry en Elsie? Stel maar op. Larry en Elsie hebben zich zeer ongestrengt en zeer met je helpen. Werkelijk, ohne Jun we dat niet geschaft hebben. Zo wie brug die Jun. Dat mag je een applaus geven. En nu zijn er Eldrin Trudy. Hoe zijn je? Wo ist die früh, Eldrin? Ah ja, nou heeft dat een zegen verspeeld. Dat mag aan met een applaus geven. Dan zijn Lindo en Elena. Eerst maar, mijn vrouw zei te mij, zij lijkt het niet den Lindo te namen, ze zei echt die Lindo. Zo, Lindo en Elena, stoot maar af, geef maar een applaus. En zingen Eva, wo zijn je? Stoot maar af. Wo is die man? Waar? Zo, geef maar een applaus voor hen ook. Zij hebben ook veel met je helpen. Zij hebben je helpen met je bedsteden leiden, dat ze zeggen, de arbeid, alles wat ze met je helpen hebben. Zo, nu ga ik eerst maar de personen dankzij zeggen, voor dat, wer dat al gebracht heeft, nu willen we niet weer noemen te erwähnen, want dat is te veel dan. Zo, maar dat kost hier zelfs een beetje klappen dan, want dat doet die aan je best. Ik wil dankzij zeggen voor de personen wat er een snack gebracht. Want den moment, wanneer hier eenmaal niet snack is, dan krijg ik alles in de kop. Zo, ik wil dankzij zeggen voor al die wat er een snack gebracht, wat er onder studenten gedacht hebben. Want de jugendlichen die brokken zouden eten, niet plus op. Zo, daar zeg ik veel meer dankzij werkelijk voor jullie school, waar ik voor dat onderstreng heb. Mag God die zegenen. En nu naar de personen, wat er zijn sommige personen die hebben geholpen, sommige studenten er schuld hier betolen. Hebben een beetje geld gegeven dat samen kunnen schuld maken. Zo, dat wil verdient me zelfs een applaus geven. Weet je wat dat is? Dat is al top. Zo, de nummers willen we niet herwijnen, want het is goed, je hebt eenmaal door een geld lief bij de personen. Zo, dat willen we niet gaan, want we gaan next jaar wel dat hoort zo. En nu gaan we weer met de personen wat we voort jaar laten om de kolonie voor. Dat is goed. Naar de kolonie voor, dat is veel beter als een torchel gaan. Zo, dat nog eenmaal een applaus geven dan. Want naar de kolonie voor, voort jaar laten om de kolonie voor, dat meer mensen juist gaan doen. En dat jij niet dat we bloos ons alleen vol eten doen, sondern dat we meer uitgeven dan andere mensen, ja? Dat is ook goed. En nu naar de leraars. Zo, hier zijn veel leraars geweest in het Torchel. En die hebben zeer goed gedaan, werkelijk. Zeer goed. Ik heb me gestaan, werkelijk, wat doen. Zo,
wat Messiah gevallen hat von Jün, dat Jün haben leider Leute von den Helden Jes. Und dat de Helden Jes Jün leider wir. Und dat de Jün haben ongeleid, dat die kunnen wat naar de studenten brengen, oder hier naar ons brengen. En ik geloof niet bloos, ik geloof dat meeste werden geleerd hebben in de torchel die ik. Ik heb meeste geleerd. Ik die zei veranderd hier bijna, van buiten zit het niet zo. So, ik heb ook zo veel geleerd. So, ik zei, sehr dankschön für de leaders einfach. So, je hebt een goede arbeid gedaan en we rekenen je de nächste jaar waar. So, geef maar een applaus voor die. So, was nu wieder dann? Nu zie ik. Nu je hebt een Zeugnis. So, nu waren een paar personen een Zeugnis geven. Nu waren we toch haar gezegd wat die alles beleefd hebben. So, van eerst fangen we aan van Elena Suderman. Dan mag je een applaus voor Elena Suderman geven. Aber das fast ein Bild, dat de storm nu laat. Dat is vielleicht dat hier waar. Bom dia. Ik wil... ik wil vertellen van de Torchel-familie. Voor ik naar de Torchel kwam, dan zei ik tegen God, wanneer ik met de Torchel ga, dan zal hij mij een hart vol vrijheid geven. Maar wanneer mir dat schijnt, dan kwam er een stem in mij aan die zei dat die kan ik niet schenken, dus die moet niet moedig zijn. En ik wist niet van hoe dat kwam. En dan zei ik, wanneer ik de schulder zijn, dan wil ik moedig zijn en dan zal de stem niet meer in mij zijn. En dan hadden we een timer, dat we van zo. En dan zei ik tegen God, hij zal mij wijzen van hoe dat kwam. Hij zal mij mijn ganze vergangenheid wijzen van hoe dat kwam. En dan wijst hij mij dat van klein aan, dan wil ik mij, dus ik had allemaal dat in mijn baan, dat ik met mezelf stout merken en ik wil vielleicht Jaff drinken, wat allemaal dat weer. En dan wijst hij mij een amiga wat ik gehad had, wat een dag te mij zei dat zij zichzelf stout merken en als we dat gleich willen bijdoen. En dan zei ik dat ze don't wil weinig zijn dat leven heeft, maar ik doe dat niet. En dan zei zij best te mij dat ik wil me dat merken, dan zullen de mensen dat zijn, dat wenigstens wat dat je was. En ik zei best te mij dat jij het niet, ik kan niet meer vriend blijven met die. En toen broek ik dan de vriendschap met haar en ik vertel dan mijn zuster dat. En ik geloof dat weer het eerste mal wat ik mal mensen had wat is dat gezegd. En ik wist dat, aber als God mij dat zei, dat ik wist dat gleich dat weer dat wenigstens wat ik niet kan moedig zijn. En dus van Amma nog. En nu weer het Maatwerk zo is, dan kan mij het niet aansluiten. En op eenmaal kwam wat ganz die strijd over mij. En dan vroeg ik wat is dat, en dan zei dat is de geest van dood, die wil die hoe. En ik zei best dat Jezus heeft den dood bedoeld, dat jij het niet. En du verleiht dat van mij. En de nächste dag dan had we een klas van vrij worden. En du weißt Gott mir dat kwam alles van klein aan al en du zie ik vrij worden. So, ne, bien wieder. Geef maar een applaus voor den. Mijn naam is Ben Villa. En ik zie op je was in de kolonie. Als je in de kolonie was. Maar 15 jaar en 3 maanden was ik mee naar ik. En dan eenmaal ging ik eruit. En ik leef 3 weken buiten en beetje mee. En die dag was het een beetje dat weer interessant. Ik wil best even moedig. Aber ich dachte, du dann parece bis einmal so schwingen. Und aber irgendwann
sind door schwangere tijden gekomen. Dus die had me eenmaal teruggehaald met geweld. Ik heb veel uitvaardig geleefd, maar uitvaardig en versterkt was er door. Ik heb veel mensen, zijn veel mensen geweest die mij geholpen hebben en mij beschützt hebben. En wijsheid gegeven hebben, waar met aan te gaan. Aber eins van als die kregen er eens van de hand dat hij mij drie kregen naar de kolonie. En ik zie, die had mij 3 maal teruggehaald, 5 maal was ik eraan van thuis. En als ik de laatste maal thuis was, dan hadden ze mij gebangen en mij thuis gezet. En ik heb veel vervallen geleden. De had mij, waar ik thuis zat, wat hij verzagt had, de hand het niet klaar met wie druk gezegd, maar wat hij verzagt had, had hij mij verzagt aan te brengen. En mijn propa doet ik gereden, ik wilde entweder immer thuis blijven, en je druk zijn, of ik wilde niemand meer terugkomen, zoveel wilden ze mij thuis zaten. En wie eine grote mannen, die weer mannen van mijn familie, mijn broer en mijn primo en een van mijn schwerwannen. Ze noemen me dan Boschnan en ze bouwen me aan. Voor 16 hebben ze mij ons vastgebouwd. En door heb ik körperliche Verfallen gekregen. En dat was zo interessant. Dan wist ik nog niet waar God zo klaar reden deed. Maar van deze dag waar ik kreeg, waar klaar hij gereed heeft te mij. En hij heeft me weer geschaut wat ik had gezegd tegen mannen dat ze mij losleiden. En dat wie niet ik wat door te mannen reden deed. Maar als ik loskwam, ik geef die alle een abrazo en ze dankzij dat ze dat gedaan hebben. En waar ik dat gekend heb, dat ze niet eigenlijk was, ik geloof God heeft die een abrazo gegeven. En als ik waar er buiten weer, ik wie dan aber van de tijd, ik had mensen voor. Ik wil me niet mijn vrijheid uit te leven. En toen heb ik dan Fehler gekregen in mijn schoolers. En dat had me de uitgedraaid en dat wil helemaal niet krijgt ophouden. En maandweek denk dat ze ons, dan weer ik mijn hobby gebedstijd hier. En dan kwam Ewart naar mij en dan spoes ik met bis te aan. Ik leg hem, ik wil liggen te spazieren met hem. En dan zei hij ook voets, ja, we hebben in mijn avond dan gaan, dan waren we maar een beetje spazieren. Dan had ik toen van de tijd weekte alleen met hem en dan eenmaal beet hij voor mij schellers. Dat ik wil geholpen worden. Ik word op die moment geholpen. Ik kan dat weer te speren, dus ik leid me van paar weken terug had ik hier een traagmerk wat hier aan het komen en die wil me met schellers traagmerken. En die zei dat we zo weit verwassen, dat Jenkel niet meer traag te merken. Maar op die moment had God me, die heeft dat alle 3 handen werk gedaan. En ik had geen woorden meer Leute gehad. Ik voelde dat eenmaal door de wil terugkomen, dan zei ik tegen God, du hast me geholpen en ik geloof dat du dat geholpen hast. En ik wil geholpen blijven. En dat weer een grote winnaar wat bij mij passeren. En dat andere weer, denk ik, op Mara. Ik voelde no pilot te Mara. Ik voelde met motor. En dan ten 3 fahren, dan kwam ik zeggen, strijk en ik zal beten dat ik niet goed een accident had. Want ik met motor fahren, ik bid ver om in te fahren. Also ik zie veel aan contact met God aan. En ik kom zeggen, strijk en ik zal beten dat ik niet goed een accident had. Ik dacht bij mij zo, ik val best wat hier, ik wil weg beten, ik verstoor al te fahren, ik word weg. En dan komt de Heilige Geest terug en zegt, ja, die zal beten, dat hij niet was een accident had. Dat komt zo strijk aan, dat kan op deze moment passieren.
En ja, dan bid ik dan. En ik ga nog maar 50 meter 3 op die hit met bidden. Dan komt er een grote truck. Ik klik aan wachten op de ja, dat kijkt niet als du wat schijnbaar wordt. En ik voel bij hen en zo. En van ver kwam op een truck, zodat we groot zoveel ruimte dat ik de raam kan. En hij me weer een fout, also ik kan niet berekenen wie ik dit fashion. En zo, Gott hat door zijn hand en wijst me dat ik dus naar raam fahren kan. En dat voert hij me dat jeugd aan den truck aan. Zo, en hij had me beschützt dat ik dat verschiet wie dat ik door nach groot kom, dat we mal op mijn hoofd meter wat dat door uitreden deed. So, du weißt Gott mir muss sehr stark, dass ich, wenn ich mir allein fall hier, aber er hat seine Engel dran mich, er beschützt mich und er ist immer mit mir und Gott hat seine Hand bei mir. So, ist so. So, wenn wir einfach mal den Herrn Jesus Dankeschön sagen. Wenn wir abschauen, für alles, was er in diesem Monat getan hat. Und dann einfach danke für das, wenn es nächstes Jahr wo wir haben. Und dann wollen vielleicht noch die andere Dinge passieren. So, wenn wir einfach an der Stimme mal abheben und danke für alles. Jesus, wir danken dir für alles, was du in diesem Monat getan hast. Wir danken dir, Jesus, ja, dass viele Menschen haben, die kennenlernen. Und dass viele Menschen haben, die nicht bloß kennenlernen aus Radanhorn, sondern aus Freunden auch. En dankzij Vader Gott, dat u has identiteit is gegeven, dat u has in jeder student identiteit gegeven. We danken dir einfach für dat, wat u gedaan hast, en dat u has live gewesen in jeder student. Herr Jesus, wir sagen dankzij für alles, was du gedaan hast, für deine Leitung, für deine Führung, über diese ganze Monat. Wir danken dir einfach für alles, was du gedaan hast, en alle Personen, en alle Lehrer, en alle Menschen, die du haben vor dir gegeben zum Rutfahren, en alle Menschen, die du haben Snack gebracht, en alle Mithaber, die du mit Frieden haben mitgeholfen. En dat zij alles met een vrijwillige doen gaan. We danken dir einfach für dat, Jesus, in die Namen. Amen. Een applaus. So, nu is dat Bert Werner. Marius alla. So, wir sind bei den Zertifikatsanhänger an der Schila. So, bei der Pastor und der Direktor von der Third Deine. So, ich will eerst noch ein Dankeschön sagen. Albert ist der Direktor von dieser ganzen Schule. Und da ist das Albert sagt, ich kriege immer alles klar morgens und klar auf, und alle Klocken Zeit am Tag. Alle Troubles, die kommen immer ab den ab. Und er hat sehr viel uitgeholt diesen Monat. Und er hat alles für Jesus getan. Da kann ich mal viel evangelisieren fahren nach der Kolonie, wenn sie muss die Schule lernen. Dort wird die Ratsstunde rufen, damit ich evangelisieren fahren kann. Aber nu, Juli Monat, wird Albert evangelisieren. Aber wir wollen am mal Dankeschön sagen und einmal einen Applaus geben. Sie wissen ein wenig, wie wir in Tierenkolonie waren. Das hat Bescheid. Dankeschön, Sheila. So, wir wollen anfangen mit den Träger, mit der Anhängung von dem Zertifikat von der Sheila. Und wir wollen anfangen mit Esther Penner. Applaus. Wagen wir. Komm einmal trainen, aber wir nochmal auf. Das wie mir lange nicht geht. Esther Penner kam von weit auf, der hat die ganze Familie Tachtilote all verlangt steht. Wenn ich Esther Penner sei, dann sei ich wörtlich klatsch. Ab Jens. Du ist Esther Penner. Das nächste ist Jakob Preuß. Applaus.
Freus. Der nächste ist Peter Schmidt. So. Der nächste ist Eddie Freus. Passt. Dann sind wir bei Cornelio Schmidt. Passt. Dann ist Adriana Teufs. Dann sind wir bei Juan Peters. Elena Suderman. Ben Wieler. Luis Vaquero. Alex Vibe. Franz Schmidt. Walter Friese. Jakey Klassen. David Enz. Johann Bahnmann von Seito. So, dort wäre der Letzte. Ein Applaus dafür. Also hier sind noch so viele Menschen, so die waren futzreit mehr für Jona war nach der Schule. So, wenn du immer eine Einladung rüberkommt, dann schreib Busi hin. Ja, wenn wir waren nächstes Jahr war also eine Schule merken. So, ich habe sehr schon gewonnen. Und ich habe diese Studenten sehr gleich. So, wir waren von der letzten Tag an oder morgen und dann jede 3 ohne Haus. Zie, wij waren heen moeten straatje, wij moeten van van de predik van jou wat ja. Jesus, dankzij voor het leven van Eduard, zegen zijn leven, zegen zijn je predik hier einfach en hoop dat u einfach aan ons reden kost, daar aan en dat u aan bruggen kost als een instrument en dat de Heer Jezus am einfach leiden wordt op een niveau zijn duip einfach, wat hij niet moest gereed hebben, dat we kunnen onderscheid worden, dat we kunnen veranderd worden door deze predik. In naam Jezus, amen. 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 Wow, dit is een maand was. We hebben bloß sehr viel erlebt. Ich freue mich so sehr, dass wir hier zijn. In Tort Sheila, ich bin bloß sehr stolz mit Ihnen. Die wären bloß so eine Fan Sheila. Das ist Albert Rotzed. Wir kommen hier jeden Tag naar de kerk und wir haben uns verleibt in diese 15 Jugend, wo leiftolig sei, durch wir in alle Städte. Diesen Freitag kommt gleich eine Gruppe, gleich 3 danach.
naar huis van evangeliseren. Wenn dat 40 nog hingen geweest, 2 ging. Nächsten Tag, dann hat die Gebetszeit, dann stellen das hier alles ab. So, das sind Tortschüler, die wirklich so schön sind. In Mario, wo wir noch einen sehr besonderen Vermehrung mit haben, wo wir dann alle einen Abrazo geben, vielleicht noch ein Tür verscheren, dann wo wir dann alle ciao, ciao sagen. So, ich freue mich wirklich. Aber von dir hast du noch ein großes Thema, 2 große Themen noch. Eins ist, du wachst eine Piscine noch an. Vielleicht denkst du, die ist nur kalt. Wenn du dir vor Spanien warst, dann erklärt man, die warm waren. Wenn es meist einmal waren, die sagen, wenn die kalt ist und du die mit kalt wo der Boden ist, dann ist die hängen dort warm. So, wenn die nicht kalt ist, vielleicht ist es, wenn die hier ist, die raubt dort von dir die Tafel lassen sollst. Vielleicht nicht. Ich sage bloß. Okay? 2. Korinther 5, Vers 17. 2. Korinther 5, Vers 15 bis 21, weil wir hier gehen. Ich will nicht eine lange Botschaft an. Denk ik nu wens. Dat is waar je waar we nu her zijn. 2. Korinther 5, Vers 15 bis 17. Wat zegt dat hier? Johan, wies mal. Stuur mal ab, Johan, hier verder. Wies mal die Polera. Ik heb niet zeggen goed te lezen, maar nog her wat wanneer je nog dat wat op Peter goed te lezen. Wat zegt dat? Oude leven is niet meer. Alles ist nie geworden. Von dort wollen wir reden. Ein Applaus für Johann. Johann will sich von der Tafel lassen. Man sieht dann wir haben hier eine Schule. Wenn wir haben einen großen Johann und einen ein bisschen kleiner, das wird Johann sieht. So, wir wollen reden von alles ist nie geworden. Wir werden mal lesen, was das sagt. 2. Korinther 5, Vers 15. Sagt so. Hij is door voor alle mensen gestorven, dat die door leven niet meer voor zichzelf leven, maar voor den, die voor aan gestorven is en van dood opgestaan. Hij is door voor alle mensen gestorven, dat die door leven niet meer voor zichzelf leven, maar voor den, die door voor aan gestorven is. Jezus Christus is voor die gestorven. En een ding wat du leren kannst, wenn du das noch nicht geleerd hast, ich habe diese Woche können mit ein paar Personen reden, wo Personen sagen, ich habe mein Leben Jesus gegeben, aber ich lebe 80% von ihm, oder 90%. Aber weißt du was? Jesus hat de laatste bloot voor die gegeben. En dat betekent bloos dat wat we teruggeven, is die ganze leven, dat we ganz voor hem leven. En dat is krijgt wat de tafel bedient het. Wanneer du die tafel laat, dan sagst du voor alle mensen, ik leef niet 80% voor Jezus, ik leef niet 70, ik leef niet 50 en 50. Maar einige mensen würden zeggen, ik leef ongeveer, hoeveel is een dag van 7%? Heidi ist nicht hier. Wer kann wohl sich Prozent rechnen? 15%? Okay, ihr seid ein Rechner. Ich lebe 15% für Jesus. Sonntag lebe ich für Jesus, Montag bitte nicht. So wird das in der Bibel nicht. In der Bibel ist das oder 100 oder nicht. Ganz für Jesus leben. In den Tag, wo wir uns taufen lassen, du weißt wie nicht bloß uns selbst, du weißt wie nicht bloß den Nächsten, du weißt wie auch Gott, du weißt wie alle Menschen, ich lebe für Jesus. Die Entscheidung ist getroffen, ich lebe ganz für Jesus. Und wenn du sagst von dir, hey, ich sehe noch von dir, was 90, oder 80, oder 70, oder 10, oder 15% für Jesus leben. Von dir ist der Tag, wo du sagen kannst, mein oude ich ist nicht mehr. Oude Leben ist, das was Gott sagt, oude Leben ist nicht mehr. Alles ist nie geworden. Dann sagst du uns das. Doorheen sei wie kein Mensch mehr so als Mensch in dieser Welt wir. Wir haben sogar Christus als Menschen gesehen, aber nu sei wir am nicht mehr so. So Jesus ist hier als Mensch ab ihr gewas. Wir alle haben das nicht mehr unsere Ehe gesehen, wenn wir nicht in der Zeit leben würden. Aber stell dir mal vor, du gehst in Jana Zeit zurück und du sitzt, du bist Maria und du sitzt Jesus. Waar de geboren wordt. En du zegt Jezus, waar Jezus maalt, drinken dat. En du zegt Jezus, waar de wengelenval merken dat. Heb je mal dat gedacht, dat Jezus ook wengelenval merken dat? Dat denken wir, sind ja wie nicht über Jesus reden.
Aber wenn wir sagen, dass Jesus Mensch geworden ist, dann wie Jesus auch so ein Mensch, wird auch die Winkel voll mehr gedeiht. Jesus wie auch so ein Mensch, wird mit der Schwester gespielt hat und gerannt hat, und der hat vielleicht mit seinen Brüdern gerasselt und hat gespielt. Wie weiter hat Jesus keinen Sinn gemerkt hat. Aber Jesus wie ein Mensch, so als du und ich, haben wir hier auf Erden. Nu sage ich das, nu sei wie Jesus nicht mehr so. Weet je, wen wordt je dat een beetje krotst, oder fand ich das, wenn ich sage, Jesus hat den Winkel voll gemerkt? Und das ist gut so, dass das so fand ich fällt, wie seine Jesus aus Gott. Und wie seine Jesus nicht mehr aus dem Mensch, der hier auf Erden lebt, sondern wie weiter er ist abgestanden und er ist nu wird nie geworden. Nicht so? Und weißt du, was die Bibel sagt? Dass du bist kriegsser nie geworden aus Jesus. Und die Bibel sagt, ich sei der Mensch heran mir nicht mehr aus Mensch, nicht mehr aus der Aule, sondern ich sei den aus nie Mensch. Weißt du was? Du hast den eine Oberfläche. Wo du bloß sitzt, wenn du an den denkst, dann denkst du bloß, der Wort würdig. Aber der Wort, das ist ein Jitzholz. Aber du denkst, der war den, das ist Mojana. Wenn dort ein Bruder in Jesus Christus ist, dann freut Gott, dass er die Uhr ändert für die Noba, oder für den Nächsten. Hier ab aus dem Sinn zu sein. Fang an zu sein aus nie Mensch. Und weißt du was, wenn du die Noba schwörst und fang zu sein, dass er die Sieg hat über den Sinn, dann wird das in der Leben und fang mehr und mehr so zu passieren. Wenn du jeden Tag sagst, mein Noba erstmal so, dort erstmal Jana, und du den ganzen Tag den so aussprechen das, dann hast du eine schwere Zeit, dass du eine Heilung in sein Leben erfahren, wenn du erst in der jährlichen Welt die ganze Zeit ein Druck wird am Dreh holen, das nur das alle Menschliche. Aber guck mal, was die Bibel uns ganz klar sagt. Vers 16, das sagt so. Da wären sie wie keinen Mensch mehr, so als er als Mensch in dieser Welt wir. Wir sind nicht mehr als Mensch, wir sind als ein neuer Mensch. Wenn es dann sagt, der 17. Vers so. Da wären, wenn wer in Christus ist, dann ist er ein neuer Mensch. Dort wird er vorher wir, ist nicht mehr. Er ist wird nie geworden. Mein Freund, hast du Jesus? Und wir wollen von dir noch die Gelegenheit geben, Jesus persönlich kennenzulernen. Aber wenn du von der Gruppe bist, und ich glaube, die meisten sind, was Jesus hat, wenn du Jesus hast, dann habe ich keine Nachrichten für dich, dann bist du nie ein Mensch. Du bist nicht bloß sehr viel von der Aule, nu zie ik een klein beetje bekeerd. Ik zie een beetje wat onder geworden. Du bist ganz und gut 100% ein neuer Mensch geworden. Jesus hat die Hort, die Natur von binnen uit, der Jesus knackt sich mit seinem Heiligen Jesus und der sagt ganz klar, du bist ein neuer Mensch. Benjamin ist ein neuer Mensch. Linda ist ein neuer Mensch. Elena ist ein neuer Mensch. Wir sind neue Menschen in Jesus Christus. Und wir müssen uns anfangen, so zu sein, als das neue Mensch. Nicht sagen, ich habe mit der Welt kämpfen, die ganze Zeit Sünde zu uns nehmen, wird uns gar nicht mehr hier, wenn sie sind von allem Leben. Die sind von ihr Schema. Du bist ein neuer Mensch und fang die an so zu sein, dass du dort auch erfahren kannst in dein Leben. Dann sagt der 18. Das kommt alle von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst zu sein hat. Er hat uns die Abgabe gegeben, Menschen von sein Angebot anzureden und mit ihm versöhnt zu werden. So, diese Botschaft, dass wir neue Menschen in Jesus Christus sind, dass alles nie geworden ist, das ist eine Botschaft, die du nicht gekriegt hast, was wir die Abgabe haben und das Verrecht haben, diese Versöhnungsbotschaft zu predigen. Du kannst gehen und deinen Freunden sagen, kijk mal, mein Leben wie ein oudes Leben. Mein Leben wie so dit, wat einmal dein Leben wie. Nu hat Jesus mich zu dit gemerkt. Dann wirst du dich vielleicht fragen, aber dann bist du sehr stolz, wenn du redest, von wo du nun ein heiliges Leben hast. Du bist nicht stolz. Weißt du, wem du stolz merkst das? Paulus sagt, ich bin nicht stolz mit mir, ich bin stolz mit Christus, was nu in die, den neuen Menschen gemerkt hast.
So du nimmst dort an, was Christus für dich getan hat. Und du verspreist diese Versöhnungsbotschaft, dass wir können Frieden mit Gott kriegen. Dann sagt 19, dort ist Gott wir in Christus und er versöhnt die Welt mit sich selbst. Er vergibt den Menschen ihre Sünden und hält an den nicht mehr fair. Und er hat uns die Botschaft von Versöhnung anvertraut. Vers 20 sagt so, deswegen sind wir nu Christus seine Vertreter für diese Botschaft. So als wenn Gott selbst jünd durch uns anreden würde. So prachen wir jünd in Christus seine steht, lot jünd mit Gott versöhnen. So was sagt er hier? Wir reden so, wenn Gott selbst mit unseren Lippen redet. Wir tun in Jesus seine Stede reden. Lot die mit Gott versöhnen. So wenn du rütgehst und predigst, dann ist dort, wenn Jesus durch die redet. Diese Torchschule haben sehr viel evangelisiert, sehr viel. Jeder Freitag vor der Rüt, einmal kommen die klar eine Gruppe kommt klar 3 danach nach Haus. Aber einmal fuhren die in eine Kolonie und dann kommen sie zurück und nu kommt dort eine Mühe von der Kolonie zurück und sagen, wenn es die Kinder der Jungs von ihr schon die noch in der Kolonie wohnen. So, nu sind die Jungs, diese 17-jährige, 16-jährige Jungs, alle auf einmal so großnäsig und so hochnäsig, dass die uns verlieren waren. Dat hij allemaal je hier zijn zo te staan, niet zo? Nu geloven ze zich dat die aantal wat zij kennen. Want die zeggen dat die wat ons zij kennen, wem meinen die? Meinen die den nieuwen mens? Nee, die meinen den oude mens. Want du beschuldigd krijgt dat u zegt, dat irgendwer die zegt, du geloofst die, dat du mij wat zij kost. Dan neem dat niet verschlaam, strijd niet over dat. Maar weet in die ganz genau benen, dat die weer durch die reden, dat niet de eerst einmal du bist, sondern dass es der neue Menschen Jesus Christus ist. Und du brauchst den Streit gar nicht gewinnen. Du brauchst bloß sagen, wer Jesus ist und was Jesus getan hat und anboten. So ist das hier sagt, Paracha an in Jesus seine steht, lot die mit Gott versöhnen. Wir sollen abdringlich sein, vamos, wir haben nur Jesus gehen. Nicht bloß sagen, ja, das was Jesus mir getan hat, ciao, ich habe nicht Angst, ich habe vorher gesagt. No, bleib ab dort stehen, was Jesus für dich getan hat. Er für die nie Menschen merkt, und nu ist dort sein Mühl, was durch ihn redet. Und dann sagt der letzte Vers so, Gott mögt den, der von keinem Sinn weiß, in unserer Städte sind. Dort wie durch arm für Gott gereicht worden, so als dort für arm jallendet. Weißt du was? Wenn diese Unschuldigen kommen, du bist Monjana, du hast noch so viel Sinn. Ich sag dir letzte Nacht, dass du da warst. Ich sag dir noch so, aber die eine gewesen. Beschuldig die. Dann sagt Jesus, ist das. Ich habe mich zu Sinn gemerkt. Was sagt das? Gott mögt den, der von keinem Sinn weiß, in unserer Städte Sinn. Gott hat in deiner Städte den Sinn gedreht. Und er hat die all betont. Nimm dort einfach das Geschenk an und fang uit das Geschenk an ruhig zu leben, dass du dort mit die drei kost. Amen. So wir sind nie geworden. Alles Leben ist nicht mehr. Alles ist nie geworden. In dein Leben ist alles nie. Wir sind hier in einer Kirche, wo viele Sachen passieren dann. Und ich glaube, dass ab Wohnweg das passiert. Das spielt sich so, die Torschule ist von der Graduation, morgen ist der letzte Tag, aber du hast immer neue Sachen, die du im Kommen sind. Und das spielt sich so, wie wenn ich checke da und ich sage Gott immer Dankeschön, dass du so viel mehr über sind. Wat wir dort 5 parejas und eine Person, dort sind 11 Personen, die wir am Anniversario hier ansolven für den Dienst. Dort sind Port von den Pastores von dieser Kirche. Und weet je wie so viele Personen ansolven doen, en nächstes Jahr immer mehr Personen ansolven wollen und doen.
als wenn dus eine Arbeit, wat wartet. Du hast eine, du hast eine Urgentia, du hast eine Emergentia, du sind Menschen, die gehen jeder Tag verloren, die gehen nur Hall und wie moeten anspouden, dat wir diese Arbeit noch kommen. Wir brauchen uns nu nicht dort ran, wie ran, das wir kennen, wie rühren. Das bedeutet nicht, dass wir nicht rühren, wie ran, wie schaffen. Aber wir haben alle Typen von Arbeit. Und ich sage, wo diese Arbeit hier in dieser Versammlung passiert ist. Wir haben von dir ein Tofas. In dieser Weg kann ich mit ein paar Lied, oder 2 paar Lied bei uns vertalen. Ich will ein klein bisschen ihre Geschichte vertalen. Wir hören 2 paar Lied von uns, das sind 2 Brüder. Und die wollen nachher Zeugnis vertalen, aber ich will ein klein bisschen von ihnen vertalen. Dat wir so, ein Tag, dann kommt von einem von den Brüdern ein Desaster, dann kommt der Aufruf von der Kolonie und sie wohnen hier bei der Kolonie und sie fangen hier nie Leben an, sie fangen hier an zu arbeiten und sie befreien sich und merken Chance und sie haben Kinder. Und als er 2. Kind kriegt, dann passiert was sehr Sonderbares. Und hier sind unsere Arbeiter, was wir hier in der Versammlung haben. Und du bist du gemeint, wenn du noch nicht weißt. Du bist der, was der Arbeiter bist. Nicht bloß die 11 Personen, die hier stolz getragen werden. Wir alle sind die Arbeiter. So, nu haben sie diese 2 Kinder und ihre jüngste Tochter, der wird todeskrank. Der ist in Villanueva in der Klinik. Und der Mann haben wir an Lostas gebunden. Er kann nicht von der los. Und er hat von Jesus gehört und sie fuhr zur Kirche, aber er wusste ganz genau, dass er nicht Jesus in sein Hort hat. Und er fährt nach der Klinik und dort sitzt bloß das Wort eingehen. Und er sitzt in der Nacht und er fängt sich an so abzureden, dass er weiß ganz genau, was er tun muss, um dass seine Tochter was gesund wurde. Wo Gottes Wege sind, kann ich nicht einmal verstehen, aber die sind einmal ein bisschen anders als die in meinen. Er weiß ganz genau, was er tun muss. Er jagt nach Haus und schmiert seine Los, das all am Garbage nennen. Dann jagt er noch einen Freund, der hier in der Versammlung sitzt. Dort sind die Arbeiter, die hier sind. Und sagt, ich brauche Jesus, ich mag mich von dir bekehren. Nu, ich brauche Frieden. Dann halbt diese Person, die sitzt hier in der Versammlung, halbt am für die Bekehrung. Und er fährt nach der Klinik. Und ich weiß nicht, in wo bosig, aber meist führt es darauf, als ihre Tochter hier sind. Und sie können aber an Haus fahren. Gott weiß ganz genau, durch die Bekehrung wurde das Kind gesund worden. Und dort war es ganz kwasch. Aber dann jetzt die Geschichte wieder. Der Bruder von diesen, was sich bekehrt haben, der wie auch Krieg von der Kolonie gekommen. Und sie haben nicht viel Kenntnis. So, was sie wissen, wir dort taubschreiben, das wäre wichtig. Und das ist auch wichtig. So, das wäre sehr wichtig, sich taub zu schreiben, lassen sie fahren um Registro Zivil, lassen sich taub schreiben in seine Ehe und fangen so aus dem eigenen Leben an zu leben. Aber sie wissen, dass ganz Berne im Deutschen, du wirst nicht alles vorher gemerkt. Sie wollen von Gott die Sehen haben auf ihre Ehe. Sie wollen mit Gottes Sehen und Kraft und Frieden gehen. Sie wollen nicht bloß nur im Registro Zivil fahren. Und das ist so wichtig, dass wir Kaste merken. Und wir das erste Wunder, was Jesus sagt. Aber Kaste. So Jesus wäre Kaste wichtig. Jesus jingt nur Kaste. Jesus jägt nur eine Kaste und merkt ein Wunder. Und ich glaube von der aus, Jesus hier ab diese Kaste und merkt Wunder von der auch hier. So diese Polit, wo dann sich taub schreiben deide und sich von der auch taufen lassen wollen, sie haben wunderbare Geschichte, wo sie Jesus gefangen haben. Wo auch eine Person, die hier von der aus sagte, und sehen wird wir am Früh, wenn du von der aus nach Haus fährst und du mit dem Motor dort kielst, wo kommst du an? Und er weiß, nur Hall, ganz klar. Und er fuhr nach Haus und er nimmt Jesus an. Aber nu wollen sie ihr Leben reich merken für Gott. Bei Jesus ist das all reich. Aber das ist auch wichtig, dass wir dort für die Menschen, für Gott den Bund merken von der Chas. Wenn du noch niemals auf eine Chas gewesen bist, von der bist dann das erste Mal auf eine. So, ich will, dass ihr alle einen Klatsch geben für David und Eifje. Kommt mal noch fertig. Kommt noch fertig. Dort sind sie.
Wie handbereit, sie waren sich nicht abreden, sich nicht schämen. Sie waren einfach bloß Freude haben, dass sie sich befreien können und dass sie von der Eier anfangen können. Kommt hier ganz knapp. War voets so, dass alle Mann alles sein kann. Und weet je, wat mir das wichtig ist? Was wir hier tun? Ich hier krieg Stunden. Sind das nicht schmackelig? Ein Klatsch werden. Mir ist es sehr wichtig, du hast gesagt, dass alles ist nie geworden. Alles ist nie geworden. In diesem Leben ist wir dann so, was bei uns zu uns. Und ich spüre und ich fühle, dass in Hart dass alles nie geworden. Und vielleicht sagst du in deinem Leben so, ich sie auch bekehrt. Aber von Büte sperren sich einzelne Sachen so, die sind noch arg. Von Berne sehe ich nie, aber von Büte sehe ich, es sind noch ein paar Sachen nicht abgefixt. Diese Lied fühlte sich Krieg auch so. Von Berne werden sie bekehrt, aber sie haben noch nicht eine Chance gehabt. Und ich sage, wenn wir lang warten, ich sage, ich gebe eine Option. Ich sage, weil je eine Chance mit einem Kleid und so all so eine Dinge. Aber ich sage, ist hier also besaust, dort je hier eine Chance. So ein Fass ist hier so besaust, die Menschen sind hier so besaust, Gott sie nicht ein wird, dass hier so besaust. Weil je dort sind nach Vermehrung tun, kein Druck, sage ich. Je kann entscheiden. Sie sagen, ja. Ich sage, no. Die fahren nach einem Haus, die schlafen noch eine Nacht, Eva. Die Frau geht, die dann in der Jünd vertalen. Mariam hat mir Jahre nicht gesagt. Freitag früh ich nach Himmel. Weil Jünd befreien, weil die dort sind, nach vor ich merke. Sie sagen, ja. So, das was wir von dir tun. Was ist eine Chance? Eine Chance ist nicht bloß eine solchen Versprechen merken. Eine Chance ist, dass sie taub ihre drei mit Gott ein Versprechen merken. Sie sagen, dass das, was Gott hier bewählt, taub merkt, das soll dem Mann nicht schäden, dass es für immer taub geschweißt, dass es für immer taub geschmelt und dort hat Gott geheiligt. Der Eier ist, was heiligt und es wird wunderschön und dort ist ein Teken, dass Jesus Christus uns Herr ist. Wenn Jesus sagt, hey ist der Brigam und hey wird der Brüd ein Tag taub holen, da wenn sein Kaste so schön. Das Bild von wo Jesus uns aufholen kommen wird, ist ein Bild von der Chas. So von der aus hier ein Brigam und hier ist eine Brüd. So steht in Firma, möchte ich Uhr das ist ganz weit eingetragen, ganz heilig. Von Bitte haft ich, merk mal den Jacket auf. Check mal, dann wies mal, was du hast. Alles ist nie geworden, sage ich dazu. Alles ist nie geworden. Und dat so wie, als wir ernst sein. Wir sind und als nie Menschen, dürfen ungefähr, und wir waren an Sehne, und wir waren an ihre Frau, als sie ein Versprechen geben wollen, sie haben dort all fertig mit der History, was sie willen tun, nu waren sie dort noch ein Gott in die Jähen tun. Sie wollen einen Bund machen für Gott. Ich frage, dieses ist David. David, nimmst du Eifje aus deiner einzigen Früh an, du kannst halt ja sagen, aber du kannst noch ein bisschen warten. Was hier eben ja sagen. Bist du bereit, dein Leben mit ihr zu teilen, auch in schweren Zeiten? Wirst du Eifje so behalten, dass sie aus einer schmacke Blume blähen kann? Fräst du die für diesen Nien Weg, um mit Eifje in Gott zu gehen? Versprichst du ihr treu zu sein, in ihr zu leben, Bad, der Tod in Trant. Jo. Amen. Ein Applaus. Eifje, nimmst du David aus den einzigen Mann an, bist du bereit, dein Leben mit ihm zu teilen, auch in schweren Zeiten? Wirst du David so behandeln, dass er dachen kann aus dem Mann Gottes? Fräst du dich für diesen neuen Weg, um mit David in Gott zu gehen? Versprichst du, ihm treu zu sein, zu respektieren und ihm zu leben, betet out in Trant? Jo. Halleluja! So ich Frau, alle Kleingruppenlehrer kann Vorsicht noch, weil wir an sehen, ran Vorsicht, wir haben von dir auch viel auf dem Lehrer, weil wir an sehen, je kennen ihn hier für die Versammlung knäuen, je kennen ihn hier ist das knäuen, die ewige Menschen können ihre Hänge streiken. Ich will Frauen, dass der Bruder doof, nicht doof sein Bruder Enrique und der Onkel und Tante können auch hier hinabkommen.
hier ist Onkel Tante, aber wenn hier Primos sind, Enrique und Maria, kommt dort noch, wenn ihr hier sind. Ich glaube, das ist eine Sonderschule, Enrique. Enrique und Tina sind, die kommen all. So dat je ganz dicht op naar je te hängen. En wat je komen dicht daar. En wie waren deze mensen de hängen blijven, deze personen? Maar we dat hier verder niet opmerken dat de aan zijn kan. Jezus, im Namen Jesus Christus, wir danken für Doof. Sei die Danken für sein Leben, dort sich Jesus übergeben hat, dort in Jesus Christus sein Name nie Leben hat, dort alles als nie geworden. So danke ich dir auch für euer Leben, dort alles in ihr Leben nie geworden ist. Und wir sehen das paar Lied in Heaven ab. Du sitzt an uns eint und wir sprechen nu den Sehen, den eierlichen Sehen eben an und sagen, dass sie aus morgen früh sind. Dort sollte nicht nur jemand Antonio kommen, um ihn neun zu scheiden, sondern dort sie ganz taubje Schweiß sind und dort Wort Gottes und dort sie können einen Grund haben in Jesus Christus. Ich sage im Namen Jesus Christus, sehe ich jene Finanzen, dort Gott jene mag versorgen, dort in jene, ab jene Dash niemals eten, rein wird fehlen kann. Und ich bete, dort er jene mit Kindern sehen kann, dort je eine Familie, eine Seite Familie haben, und dort je einfach Leib für diese Kinder haben. Ich bete für eine Ehe, wo der Leib regieren, herrschen kann, wo die Vergebung jeder Tag tüß ist, und wo je Beter und Beter kennen, und wo jeder können wiesen, Jesus Christus als Herr, in Jesus Christus lebt wahrhaftig. Alles ist nie geworden. Wir sehen doof und eifje und sagen, und ich spreche in Jesus seine Autorität, in der Autorität, was Gott mir gibt. Je sind morgen früh und wir sagen, Gott, danke dafür für das Geschenk. In die Namen Jesus Christus sei wir, alle taub. Amen. Kein Abstand, ein Applaus. So, ich habe Ihnen dort nicht gefragt, aber würde ich Ihnen einen Kuss geben? Ein Applaus, ich kann darauf kommen. Ah ja, wach mal. Die kriegen Geschenke. Hauptende te drehen. Maar nachher wir ein Geschenk gewählt, bringt ein Lothar noch ein Geschenk, ein Nükreich. Eso, un aplauso. Halleluja. Albert. So, nu werden we einmal een klein beetje wat mitteilen. Ik geloof dat het wichtigste wat in ons leven kan van jou passeren. En wat vele mensen al erleefd hebben. Maar er zijn immer wel mensen die dat niet erleven dan. En wat naar de erlevenis brokken. Zo, ik wil alle Bibelversen lezen in het Oude Testament. En plus wat we weten kennen, het Oude Testament, die wijst immer op het Nieuwe Testament aan. So, die wijst immer op Jezus aan. Alles wat in het Oude Testament passiert, so, dat wijst immer op Jezus aan. So, ik wil schwin lezen in Mose. 4 Mose 21, vers 4 en 9. Wat zijn dat? Dan reisden zij van bij Hor in de richting van Schelpmeer. Dort zij ram de Edomiter erlohnt gingen. Aber dat volk wordt op dem Weg verdrisselijk en reed gegen Gott en gegen Moses. Waarom habt ihr uns in Ägypten gebracht, dort wir in der Wildnis starben?
hier ist kein Brot oder Wuter und der Proste eten Ekel und so sei. Dann schickt der Herr dolle, jäftige Schlangen, mangt das Volk, dort die Menschen beuten. Und dort viele Israeliten sterben. Und dann kamen sie zu Moses und sagten, wir haben gesendet, dort wir gegen den Herrn und gegen die geredet haben. Bete den Herrn, dort er die Schlangen von uns nimmt. Und Moses bet für das Volk. Dann sagt der Herr zu Moses, merkt ihr eine bronzene Schlange und hängt die hoch an eine Stange ab. Wer gebeten wird, soll nur diese Schlange anchecken, dann wird er nicht sterben. Dann mögt Moses eine bronzene Schlange, kann das Wort nicht sagen, bronzene? Bronzene, ist das Englisch oder Griechisch? Ja. Und hängt die hoch ab, und wenn wer von einer Schlange gebeten wird, checkt nur die bronzene Schlange und bleibt leben. So ich ein bisschen diese Geschichte studieren, diese Weg. Und hier können wir sagen, was hier alles passieren wird. Und das erste, was ich sagen will, manche die Israeliten, sind immer sehr, sehr viel Wunder passiert. Gott hat die Israeliten immer gesehen. Gott hat die immer geholfen. Er hat die der Wüste geleitet und er hat die Eten gegeben, er hat die Trinken gegeben. Und er hat die versorgt, er hat die durchgeführt. So, dort hat Gott immer getan. Gott ist immer treu gewesen zu den Israeliten. Und was passiert hier? Hier die Israeliten, die Größten. Sie sind toll über Gott. Waren hier toll über Gott. Eure sich über Gott. Und reden gegen Gott und reden gegen Moses. Und was passiert dann? Dann schickt Gott jäftige Schlangen. Und viele Israeliten waren die Pürks von den jäftigen Schlangen. Waren die gebeten, wenn man sagen. Und so viele Israeliten starben, wenn sie von Schlangen gebeten waren. Und woran waren sie gebeten? Wenn sie gegen Gott gegangen haben. Gegen Moses gegangen haben. So, und was passiert dann? Dann kommt es so weit, als sie gebeten kriegen von den Schlangen, dann kommt es so weit, dass das Volk Israel anwart. Und sie sagten, nu würden sie im Eng sein. Und dann werden sie Buße. Dann drehen sie sich um. Dann sagen sie, wie macht ein Buße dann? Sagen sie zu Moses. Gut, reden mit Gott und dann hofft, dass die Schlange wegnehmen. Was hat Moses dann? Ja, dass zu Gott reden und sagt, dass das Volk Buße dann. Die werden die Schlange weggenommen haben. Die werden nicht sterben. Und dann sind auch viele gestorben. Und dann sagt sagt Gott zu Moses, merkt ihr eine Schlange, so eine bronzene Schlange, und hängt die ab. Und all die Menschen, die von der Schlange gebeten wurden, dort in die Schlange checken können. Und wenn die wollen die Schlange checken, dann wollen sie leben. Und dann wollen sie gesund werden. Und dann wollen sie Hub nicht haben. Und anders wollen sie alle sterben. So, der einzige Hubning, was die Israeliten hatten, da wie nur die Schlange checken. Du nur die Schlange checken, du wie der einzige Hubning. Und du erst, wo sie dann gesund werden. Und du, wo sie dann einen Hubning hatten. Und da wird der Ort von Buße dann, was da passieren dann. Und wollt ihr was? Wenn wir lesen dann in Johannes 3, Vers 14 und 15, was sagen das? Und so als Moses in der Wildnis eine Schlange hoch abhängt, so muss die Menschen sehen auch hoch abgehoben worden. Dort all die an ihm glauben, dort auch ihr Leben haben. So was passiert da? Die Israeliten, die haben bloß Hub nicht, wenn sie eine Schlange checken. Anders würden sie alle angekommen. Für immer. Und hier schreibt das in Johannes auch. Kriegt es doch, was die Menschen sehen, hoch abgehangen worden. Und dat al die wat naar aankijken doen en aangeloven doen, dat die dat uit je leven worden hebben. So, wie kunnen deze Geschichte voor ons ook aannemen? De Israëlieten werden van slangen geplukt. Gaf komen er aan. En weet je wat? De zin dat ook gaf. Bij de eerste. Wie zijn alle, wanneer we geboren zijn, we worden rein alle im zin geboren. So, den Moment, wanneer we geboren worden, dan zijn we met zin geplukt worden. Een kleine kind dat niet zindje. Nog niet. Dat wordt wanneer het älter wordt, dan dat het zindje. So, ik weet dat een beetje, vielleicht van 3, 4 jaar, wat mis ham zinde denken, dat wat ik deed. So, in Paulus zegt in Römer 23, alle man heeft gezinde. So, nu gaan we zeggen, dat alle man van ons, als van de slang verplukt worden. En dat is de zin. Ons hart. Wie immer wer du bist, dein Hart ist mit Sinn verplukt worden. Du hast Satan ungeschaffen. Und Satan hat uns unser Hart ungeschaffen. So, was ist dann der einzige Hoffnung?
dort wie abchecken nur Jesus. Die Israeliten mussten abchecken nur die Schlangen. Und wie von der mussten abchecken nur Jesus. Der Alte Testament, dort wies einmal auf Jesus an. Und dort so erst dort schrift hier. Und so als Moses in der Wildnis angeschlagen, hier abhängen, so mussten die Menschen sehen, auch hier abgehoben worden. So, wenn wir uns denken, wer immer wird der Best, wer immer aktiv. Ons Hort ist mit Sinn gepüxt worden. Und wie haben schlimmend Hort. Ons Hort, da wird sterben, wird ankommen, wenn wir nicht wollen abchecken nur Jesus. Und wir wollen nicht bloß hier sterben, sondern in der Ewigkeit auch. Wir wollen für immer ankommen. Und der einzige Hoffnung, was eigentlich durch keine haben hier und das Jahr 2024, dort ist, da wir abchecken auf Jesus. Und ons Hort, was voll Sinn ist, was voll Jaffa ist, was von bei sie erst gepüxt ist worden. Du fängst wie Heilung bloß, weil wir nur Jesus checken können. So, ich merke den Mut. Wenn wir nicht das wird checken, Frieden zu finden. Wenn wir nicht das wird checken, da wie geheilt worden, da ans Wort kann geheilt worden. So, die Israeliten, die können alle 100 andere Dinge uitgefangen haben. Aber wir werden alle nichts geholfen haben. Was helfen, das ist Gott hören und du nur die Schlangen checken, was musst du abhängen. Und dann hörst du Hoffnung. Und von der und da ist Jesus und Christus für uns gestorben. Und wir können auch alle nur anchecken, wenn dort nicht wirklich bloß ankommen. So, das sind dann, als du einmal in die Kirche gefahren bist. Als du einmal arme Menschen geholfen hast. Oder als du einmal gut gewesen bist für deine Mama und Papa. Oder als du in christliches Heim abgewachsen bist. Wo deine Eltern auch Jesus angenommen haben. Und ein Ding ist klar. Dort alles wird kommen von uns raten. Was uns raten wird, dort ist Jesus. Wenn wir unsere Jubel ans Hort aufmerken und nur Jesus checken dann. Ein Arm aus Raden annehmen, dort das Jaf, dort das Sinn und alles Schlechte, was in uns Hort bin, als von klein an, wo wir Brüder sind, dort das rüttet. Und dort wir Heilung haben, dort wir keine Hoffnung haben, und dort wir kein Leben haben, dort allein in Jesus. So, ich will Ihnen Mut merken, stopp, wenn wir abschauen. Und wenn du eine Person bist, wo du alle selbst für sich eine Hoffnung zu finden. Und wenn du fühlst, dass dein Hort dreckig ist, dass dein Hort blut ist, dass das voll Sinn ist. Ich merke die Mut, dass wir unsere Uhr aufmerken und nur Jesus checken. Und dass wir uns nur Jesus drehen dann. Wenn du erst keine andere Hoffnung mehr. Keine, nicht. Die Israeliten haben auch keine andere Hoffnung. Die mussten abchecken durchhaben. Maar dort nicht, wir sollen angekommen sein. Und von der und da, wie können wir so ankommen? Und was uns helfen kann, das ist Jesus. Das ist das Einzige. So, ich merke mal. Jesus unternehmen, von der. Das ist das Wichtigste. Wenn du diesen Jesus noch niemals angenommen hast, wenn du der Fall ist, dass du bedrängt bist, ich merke dir einfach mal, Jesus annehmen, in diesem Moment krieg du, wo du bist. So werden wir uns die Uhr merken. Und unsere Hände einfach annehmen. Nicht annehmen, aufmerken. Mir ist einmal ein Ding wichtig. Dann ist eigentlich meditieren, als hat Jesus annehmen. Ich will alles verstehen. Und ich will alles weiten erst. Und er erklärt mir 3 Monate Evangelium, verstand das danach nicht mehr. Aber ich nahm den Glauben an. Und Jesus kostet den Glauben von dir annehmen. Und dann kannst du Hoffnung haben. Dann kannst du Leben haben. Und das wird die raten wird. Und das wird die helfen wird. Dann wird das Sinn uit das Hort rausgenommen werden. Und das Hort das weh. Kriegt es die Schlange, die Israeliten verpüxt haben, da hat das ja weh getan. Und uns Hort das weh. Wenn wir dann alle verpüxt werden von Sinn. Und kriegt nur, wie hier rausgehen. Du hast Heilung in Jesus Namen. Du hast Radung in Jesus Namen. Und du hast Leben in Jesus Namen. Und du hast Hoffnung in Jesus Namen. Und das kann gerade nicht passieren. Das ist die grootste Leenheid die wir haben. Das ist die grootste Freiheit, was Jesus hat für uns. Und das kann ich nicht annehmen. Kriegst du, wo du bist. So, wenn du Jesus noch niemals angenommen hast, kannst du gerade nicht tun. Sei mit mir, Jesus. Ich sehe hier. So wie wir das in dem Alten Testament gelesen haben. Wo die Menschen haben, muss Hoffnung finden. Heilung finden.
En zo krijg ik van jou. Wie kijk je nu naar die Jezus? Dat hij een kruis abgegeben hat. Ab een borg. Dat hij öffentlich für mich gestorben ist. Dat alle man sagt dat. Wo du für mich leiden ist. Du warst te schon an mir steht. Du warst krank an mir steht. Du nonnst mir Sinn weich und der Fall ab din ab. Du warst krank an mich haben. Und dort ich gesund kann worden. Nu krijg ik in diesem Moment dat jij Sinn gehört. Wat ik heb. Dat du dan aankomen kannst. Und dat du der einzige Hoffnung bist. Von der und diesen Sender. In diesem Monat Juni. Und das Jahr 2024. Neem ik de Entscheidung. Für die te leben. Und nur die te checken. Wasch mich denn nur rein. Mit dein Blut. Wat du ankriegst. Hast verschieden lassen. Für meine Sinn. Und ich kann Hoffnung haben. Im Namen Jesus. Amen. So, hab doch klar, wenn du das getan hast, Jesus lebt nicht in dir. Und deine Sünde sind vergeben. Und dein Hort von Sinn, von Jahren, von Weide, ohne Hoffnung, von Krankheit, ohne Leben, das ist alles vorbei. Jesus lebt nur in dir. Halleluja. Kan je het zaten eenmaal? Zo, we worden nu tofas aan. En dan hang je tofas middag. Ik wil vragen al die personen wat zich tofel laten willen, dat je hier nog verder komen. Ook wanneer du die niet aangemeld hast, du kannst hier nog verder komen. Al die personen wat nu hier een entscheidung getroffen haben für Jesus, die kunnen zich tofel laten. Wanneer du met Jesus leefst, dan kannst du die tofel laten. Dan kannst du dat als een beeld tonen. Als een teken, ik zie je sterven en nu leeft Christus in mij. Halleluja. Halleluja. Voor iedereen van deze. We worden deze personen vrouw dat ze een zeugnis geven, dat ze dat mitteilen wat God in haar leven gedaan heeft. Wat zij Jezus gevangen heeft. Halleluja. Ik vraag me voor iedereen. Als je nog een weer wat für jou sagt, ich kann nie die Entscheidung für Jesus getroffen. Ich verstehe noch nicht alles, aber ich will kurz ganz für Jesus. Ich will mich kurz unnötig lassen, ich will mich taufen lassen, ich will mein Oulet ich sterben lassen, omdat er nie ein Mensch mit Jesus abschauen kann. Als du nachher wer nie kurz kommen will, komm nur fertig. So, wir wollen mal anfangen mit Hendrik. Kannst du dein Zeugnis mitteilen? Ja, goedemorgen alle. Ik weet niet of ik nog veel te zeggen heb. Edward heeft mijn zweitens jaar metgedeeld, maar ik word het nog een klein beetje klarer mee. Ja, mijn naam is Hendrik Veer. En ik wil van toen aanvangen mijn zweitens metgedeeld. De laatste een van mijn slechte leven en waar ik me bekeerd heb. Ik leef zeer diep in Loosters. Ik heb zeer de Blätter gebroken, zeer geschmeckt. En dan kwam er de dag met eenmaal dat ons kleine 2 Monate baby, dat werd zeer krank. Ik weer een conception. Ik weer überhaupt niet meer thuis. Dan werd mij afgerast gevonden. Dat ons kleine baby weer krank en die vierden dort naar de kliniek. En dan hoor ik aber nog ganz noch so viel los, als wat ik me hoor aangekocht. En de Leute ik alle dort. Wenn ich wusste, dass alle wohl irgendwas passieren, wenn wir ein krankes Baby hatten. Dann kam ich nach Hause und Leute mir der ewige Loster schon alle dort. Und dann wie wir verwirrt in die Klinik und dort sagst du, dort war beschlagen, der Mann das Baby, das hat ein ganz fettes Lunge. Und dann fuhr ich einmal an den oben nach Hause mit Boden und dann da ich noch einmal ein Bett schmecken, ein Bett Ball und dann fuhr ich weiter in die Klinik. Und ich sagte bloß,
Als Baby, dat müssen wir immer waren, frisch, eigentlich ummerken, das schräg so, das ging immer waren, bis wir das Uhr gerührt. Maar einmal wieder war in een huis gefahren. En dan kwam ik terug naar de kliniek en dan zei ik best voets frisch te mijn vrouw. Ik was in een huis gefahren, ik was bald waar komen. En ik wist me al niet goed. En als ik van Villanova in een huis voer, dan roer ik. En ik had een aanleg het grote verlangen. Ik wil mijn leven naar Jezus geven en ik wist aber niet. En ik wou ik dat doen zal. Voor een huis, mijn broer weer dan toe bemind. En dan fragte mich, was ist, als je Baby gestorben, ich kann nichts haben sein, ich kann nicht mal reden. Ich rufe bloß taub in eine Garbage und dann fuhr ich nach den anderen Freund durch. Dann sagten wir uns taub, du, ich kann am dort meist nicht mal sein, wo noch was ich komme. Und du betest halt dann für mich und du kann ich dann Jesus annehmen. Und dann du hast war das Baby gesund und dann können wir in die Haus. Wir waren 9 Jahre in der Klinik, was wir rühren können. Ich glaube, wir die 5. Tag. Waar ik mijn leven kan Jezus geven, waar ik dat dus zag, nu weer het tijd met mij. Dat is wat ik hier kan allemaal wel met dat. Ja, mein Name ist Tina. Ja, ich will mit meinem Zeugnis mitteilen. Ja, wir vor diesen 4 Tieren haben verleidigt die Knie. Und dann bin ich einmal bei meinem Bruder schaffen am Pfeffen. Und ja, dann mögen dann auch ein paar Jahre wieder Leute in Kanada fahren. So, dann muss ich meine ohne Stadt sehen. Dann kam ich nach Esperanza, dann bin ich durch ein paar Jahre gewesen. Und ja, 2017 dann wieder im frühes Retiro. Und du hast mein Leben dann handgegeben für Jesus. Und ja, dann 2019, dann müssen wir alle 3 dann auch knien, wenn meine Mama gestorben wird. Ja, dann wie dann war ganz 3 von eine Sinnen. Und dann 2021, dann starb mein Vater. Und ein paar Monate später, wo mein Vater dann gestorben ist, dann verleut wir auch knien. Und dann sagt meine Freundin, was sie mich können hängen bleiben und beten. Und du hast mich dann hingegeben für Jesus. Das ist, was ich nicht will mitteilen. Halleluja. Ja, mijn naam is Eufje. Zo, ik al een kaart mijn zwanis met metal, waar ik zit om de loon gekomen, dat Jezus mij afgeraad. Zo, eenmaal mijn papa was krank. Ik zie ihn ook niet abgewassen en niet een goede familie was. Ze nicht christlich abgetragen. So, eins war mein Papa krank und dann will ich für meinen Papa beten gehen. So, dann kann ich mir das sagen kriegen, dass ich ein ganz verlorener Sinner bin, dass ich wirklich nicht für meinen Papa beten kann, wenn die 2 verlorene Sehnen, sie kann nicht den anderen verlorenen Sehnen auch leiden. So, dann kriege ich mir das zu sagen, dass ich ganz verloren werde, dann probiere ich, dass ich für eins kann, dass Jesus unternehmen. So dann eins dann habe ich dem einfach vergeben, wenn mein Papa war kurz und von da an dann wieder war anders. So dann eins was ich dann kann ich das bis voll gegen eine so schwere Titel, dass ich sage eine Freude an mein Hart, dass wir wirklich nicht gut. Und dann eins dann ich schauf einmal aus und dann ein Tag dann ging ich die anderen überschaffen und von da ging ich 3. Und dann mit meine plottische Bibel. En dan ik de open weer in Johannes 3 vers 1 de versen door. Ik word hier niet krijg zijn, want dat wat te lang voor. So dan los het constant als slecht even. Dat ik een mes van nie geboren worden. Van dat kan ik en dat kan ik in Gottes reinen komen. So dan schoof ik toen met dat ik word voor Jezus onneemt kan dat die bij het nächsten dag bevastbaar. Nou met Jezus on is mijn Herr en zal ik hem para in Herr. Für sie ich wirklich dankbar war. Dankeschön. Halleluja.
Ja, mijn naam is Dofia en dat is mijn vrouw hier bezig. En ik ben ook op de wassen van Oudknia. Ik ben 19 jaar en dan ben ik eruit gegaan. En ik kwam bij het vertrouwen wat mijn mama mij met heeft herken. Wie soll ein Geschmack sein, wenn wir nicht einen Geschmack sein, wo wir nicht in den Himmel entfernen. Und das sage ich mit einmal, das regt mich nicht auf. Meine Frau hat sich dann auch bekehrt, wir werden das gerne Jahr. Auf dem wir Moment gedauert, dann gehen wir wieder raus, dann wir hier ein paar Lohn. Und dann einen Tag, dann habe ich angefangen für Knallsriesen zu schaffen. Und einen Tag, wo Ibnias, dann sagte fragte uns aber alle aus wie Leute, wir hier weiß waren dort hier. Dann trägt war also eine Witte hier. Das schneit mir so da in Horten, dann die aber zu wissen, dann halt mir geknallt. Und dann aufgehört mir den vergeben und dann kam in mein Horten gekriegt und nu hat mir tot lohnt. Halleluja. Buenas, mi naam is Johan en ik wil mijn zeugnis ook gewoon middelen. Ik ben 5 jaar in de kolonie geweest. Ik ben 5 jaar in de kolonie geweest en dan zijn we teruggetrokken. Dan trappen we naar Dortmund, een beetje 5. En dan zijn we door metmerken. Dan hier ik eenmaal weer in de bekering. Dan bekeer ik me, maar dat gewoon niet, dat had veel gedaan, maar ik voorbeeld waren de zin en dat waren alle dat zeiden. Ik me er niet uit wanneer ik weer in de halve maand naar word. Ik dacht plus wanneer ik had zo'n gedanken, wanneer ik weer sterben, wo ich bis nach sagen, Gott verjährt mir, wo ich im Himmel sein. Und dann will ich anfangen Bibel durchzulesen, Gott zu dein, nicht mal in den Sinn sein und dann sehe ich, dann bete ich zu Gott, der soll mir auch frei mehr, aber dann, das hat nicht viel geholfen, dann hat ich nur eine Angst für irgendwas von Heiligen Geistleistung. Und dann, der hat mir immer alle meine Sinn bekannt für Gott, mir Leute. Ich habe dann auch mein Hotband angekriegt und der ist bei mir. Ich bin keine Tartschule, ich hier keine Tartschule wir, dann kann ich keine Tartschule da. Das hat mir sehr viel geholfen und hat mir auch sehr viele Erklärungen gemacht. Amen. Halleluja. Gracias. Bueno, mijn naam is Levi Derksen. En ja, ik zie ook in de kolonie opgewassen. Van de schuljaren aan hebben zeer veel de Bibel gelezen. Me interessiert zeer lezen. En besonders wanneer Geschichten weer. In de Bibel heb ik zeer veel Geschichten gelezen. En dus dat heb ik dan de Bibel geleerd, maar de eerste tijd, als ik eerst in de schuljaren weer, dan werd ik zeer stil. Ik werd eigenlijk in een depressie ben, omdat ik dan ook niet kreeg antwoorden wat ik lijden deed. Maar ja, dat werd een zeer stil leven. En dan loopt dat eenmaal in de dag, dan kwam dat eraan dat mijn prima starf. En dan had God het even zo gepland dat ik zal zijn wat hij draaien wil, want in de draaien er zo. En dat werd een tijd waar ik dat ganz klaar had dat ik moest me bekeren. Maar als ik me niet bekeren wil, dan wil ik best niet, ik zelf wil me niet raden. Zo, dan bekeer ik me dan, maar ik had niet veel geestelijke gemeenschap tussen hem. Wir werden religiös sozusagen bis traditionelle Mennoniten und nicht viel geistliche Gemeinschaft gehabt, aber dann ja dem fangen wir an mit Bibelstunden. Ich und meine Primas und meine Brüder, 2 von meinen Brüdern. Und das dort haben wir dann langsam bis geistlich gewachsen und verschiedene Gemeinschaft gehabt viel. Dan Luther dan meisten, dat is een jaar 3 zo. Dan werd mijn papa immer hastig krank und kreeg. En dat traf mij zeer schwer. Dan verviel ik me eigenlijk. Dat is een beetje van mij een trailer würde über jaar zijn. Nee? Dan möchte ich einmal ein Recommitment sozusagen. Ich habe mich frisch für Jesus angegeben. Und
har ikke så veel om je bed, je leeft met God en met Jezus. En så stod, zie ik dan bij ik kom, dat ik me wel taufen laten. Want ik bekeerde me, ik heb me ziemlich lang terug bekeerd. En ik speer dat als God zien wil, dat ik me zal taufen laten. Zo. Dat wordt mijn levenstijd is. Gracias. Ya, mi nombre es Leandro. Ich kon sehr schwere Leben. Ja, da war wo ich sein, war wir gestorben sein. Und dann da ich einen Tag in meinem Bar liegen und denken, ja, da ich anfangen und da zu beten, so mir ganz fall mir an, weil ich war mir ganz nicht die geben. Und dann, wenn du wieder hat Gott mich von der Seele gehalten, ganz mit Arm, seine Haupt, und ich kann nie ein Mensch sein. Halleluja. Mijn naam is Kevin Fair en mijn zoals eerst wordt, ik weer ganzen leven weer vol zijn. Dan ben ik met mijn padres taub. Dan doe ik hier dat ik val word en mij. Ik weet niet wanneer weer vandaag, maar dat is niet wichtig. Das Wichtigste ist, wo ich habe Jesus in mein Hort und ich sehe nie ein Mensch. Halleluja. Mijn naam is Knals Ver. En ja, ik ben al van de stad van de knie buiten. En oké. En dan nu heb ik ganz aan een met mijn leven. Ik ben een alcoholgebang en koker. En nu ben ik dan een jere pas daar. Ben ik door voor 50 jaar ben. Den zaten daar begin ik me dan. En dan bij den 40. dag ben ik eerst mal klaar had ik, maar ik was even eerst maar terug. En nu terug ja, dat lijkt me zo duimen lopen zo. Dat lijkt me duimen lopen van jou. Halleluja. Klaar? Ja, Allah, ik moet best weer doen. Crecí en una familia cristiana donde desde pequeña escuché hablar de Dios. Asistí a la iglesia y fui parte de muchas actividades, pero muchas veces sentí que todo giraba en mi entorno, a lo exterior, en un entorno exterior, a cómo no debía verse, actuar o hablar. Para ser cristiano viví muchos años dentro de una fe que parecía más una tradición que una relación verdadera con Dios. Pero al llegar al campamento, algo cambió. Empecé a entender que seguir a Jesús no se trata solo de apariencias, sino de una vida real y profunda con Él. Conocí a un Dios que no solo quiere que lo adore por fuera, sino que transforme mi corazón por dentro. Comprendí que la fe no es algo que se hereda ni se aparenta, sino que se vive, se siente y se decide. Por eso hoy tomé la decisión de bautizarme, no porque sea una costumbre, sino porque quiero declarar públicamente que Jesús es mi Salvador, que le entrego mi vida y que quiero caminar con Él, de verdad, desde dentro hacia afuera. Halleluja. Mars, hola, mi nombre es Henrique Viv.
Ik had mal de gelegenheid dat ik die dankbaar voor mijn ouderen dat zij mal een stap namen met de kolonieriet. Ik durf niet echt den stap nemen, ik kan best metvaart. En ik zie de laatste jaren niet unbedingt een christelijk heim opgewassen. Mijn pa had verschillende visies, maar ik zie God dankbaar. Hij is van dat losgekomen, hij heeft zich ook bekeerd. En ik vang dan terug weer in deze gegend, waar ik ook met jou en metmerken en zo weer en zo weg. Ik heb dat metgemerkt. Ik voerde me in 2015 jaar met jou een campamento met. Ik bekeerde me door. En ja, ik leef dan het christelijk leven, maar ik vang aan daar downtig te worden. Ik noem dat lichtdag. Ik ook zeg maar werkelijk het brandende vuur voor Jezus leven. Ik wees zo hoofd met zo warm wat nog maar van je redt. En ik heb me überdehnt, dan war dan, weil ich so war stark, ja, aber irgendwie, ich kann mein Leben nicht 100% angeben. Ich habe mich befreit, nu voor 2 jaar 3, ich bin. Ich habe mich befreit en ich had 2 jongens. En ik wil een gouden voorbeeld zijn voor hen, maar irgendwie weiß ik niet veel naar hem wordt. Ik weet nog niet 100% dat ik kan voor Jezus leven. En mijn vrouw wil gaan, ik wil niet hoffen, ze wist dat ik niet tof was. En ik wil het ook, maar irgendwie breekt me something en ik kan me irgendwie niet aangeven. Maar ik heb veel gebed, ik zie ook bij Edward was, hij heeft met mij op gebed. En ik heb me kunnen aangeven, ik kreeg de entscheidung. Ik wist dat mijn vrouw wil het gaan, eindelijk dacht ik, nou, zit me best wel tof, wenn ze wil het gaan. Maar ik wil dat niet weten, ik wist dat wenig graag, ik wil dat eerst van aan mij vallen. En nu, voor zondag wordt hier en zo, kwijt weer. Ik zag hier van de Torchschool, ik geloof Alex Wiebler hier en zo samen voor zijn familie beden. En ik zag zo, ik wil gaan, mijn jongens zullen een dag dat voor mij ook doen. Den zin wil ik ook creëren en ik wist dat wanneer ik dan den zin wil gaan, dan moet ik eerst den stap nemen. So. Ik zie van der hier, ik wil met hoofd lopen en zo, dat is voor dat. Dat is yes. Halleluja. Qué lindo. So, we waren dat volgende wie stonen. We waren door dat tofa staan. We kunnen alle dooram stonen gaan. En klootje, wanneer het woord daaruit komt, dat is een vaas. En ik wil voor jou dat alle torchila, dat je ganz dicht opstellen zijn, ganz einklampen. En plus een tunnel oploten, waar de mens, wanneer je tof is, dat hij daar kunnen kan. En je beden alle tegelijk. Beden op luides voor die wat je tof is. En wanneer je daar in tunnel daar gegaan is, wie immer du zich toestellen wilt en du met beden kan, wie immer, alles zijn eiland, kan zich toestellen wat we beden. En op een wacht dan een tio, een tia, een broer, een zesta, een vriend. Je hebt een abrazo en je hebt een hondjuk. En we vieren dat. So, we hebben alle doorgaan gaan en we hebben dat vieren met een top. Dit hoort Sheila, vielleicht dat je je certificaat alle eenmaal top bijleggen, maar niet jeder een apart. Die kennen alle heidi geven. So, we hebben daar gaan gaan en we hebben dat tof aan.
So. Hola, hola. So, kijk me hier. Wir waren froh, dass die Tafelingen, die wat sich Tafelwellen, dass die alle hier stehen, auf ein Klampe. Und dass alle wir beide Wellen, die stehen an dieser Kant. Merke hier ein Tunnel. Aber ganz auf dem Klampe, wenn Sie nicht lang einen Tunnel kennen merken. Ganz auf dem Klampe. Und je merken ganz tonen Tunnel, wo die durchkommen können. Dort daran denken, alle Phones, Schlätel zurückzunehmen. Nicht die Eindrücke. Metze. Zweitasch. Ganz dichter Tod, dichter Tod. Ganz. Ja, das geht dann fast hier hin. Ja, so, dann. Nachfall. So groß, abgefallen. En beter. Kan het verder. Hier nog maar mensen. So. Wij kunnen de show on. So, wir waren Einhänger der nächsten Tafel, die können durchgehen. Der Lied, wenn die sich Tafel, die können bei Topen, wo dann eingehen, dass die Einhänger den anderen Fuß hier Tafel waren. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. So läuft hier ab diesem Glauben an Jesus Christus, weil wir die Taufe in den Namen von dem Vater Gott und von den Sehen Jesus und von den Helden Jesus. So, Johann, ab den Glauben, ab der Bekenntnis, was du gegeben hast, weil wir die Taufe in den Namen von dem Vater Gott und von den Sehen Jesus und von den Helden Jesus. ¿Quién soy yo para ignorar a aquel que está herido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. So, du, ab dem Bekenntnis und den Glauben an Jesus, weil wir die Taufe in den Namen von dem Vater Gott und von den Sehen Jesus und von den Helden Jesus. Razón para no amarle. Es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Hey, ¿quién soy yo para manchar lo que... So, Knalls, wir wollen die Taufe in den Namen von dem Vater Gott und von den Sehen Jesus und von
So, Hendrik, wir wollen taufen in Namen von dem Vater Gott und von den Sehen Jesus und von den Helden Jesus. Cielo azul, apartando tempestades en mi andar, pero qué felicidad fluye en mí, cuando empiezo a dar las gracias sin parar. Una expresión en mi adoración. So, Kevin, wir wollen taufen in Namen von dem Vater Gott und von den Sehen Jesus und von den Helden Jesus. No puedo parar de agradecer tus bendiciones sobre mí, sobre mí. No puedo evitar saltar con libertad por lo que has hecho en mí. Y canto así. Hendrik, wir wollen taufen in Namen von dem Vater Gott und von den Sehen Jesus und von den Helden Jesus. Agradecido. You have been so good to me. Agradecido. Agradecido, agradecido. Siempre, siempre, de la A a la Z. Gracias por la gracia que me toca. Tina, wir wollen taufen in Namen von Vater Gott und von den Sehen Jesus und von den Helden Jesus. Solo tu nombre está en mi boca. Por levantarte en 1, 2 y 3. Por ser camino para mis pies. Yo sé que todo lo es. Y gracias por todo. Gott singt Jesus Christus in den Heiligen Jesus. Voll von der Frieden vom Heiligen Jesus und den Evangelien, dass sie ewig mit sich werden in Jesus Christus. Wir seien alle tot.